So, jetzt auch kurz ein neues Video. Heute mal ein neues Video, weil mir langweilig war und ich geile Idee im Kopf hatte. Die beste Serie meiner Meinung nach auf der ganzen Welt. Oder einfach die Mini-Serienempfehlungen. Pharaoh, approved von mir. Ja, ich fange jetzt mal mit Netflix an, weil halt Netflix alle haben, oder? Wer hat schon nicht Netflix? Der ist halt das Opfer. Ich entschuldige mich an die kein Netflix haben. Piraterie ist cool! Und da muss ich Netflix erklären. Netflix gibt es schon sehr lang. Geiler Fun Fact ist, Netflix gibt es seit 1995. Hat als DVD Versand, Mieter. Früher hat man DVDs mieten und die sind ja versendet worden. Und Netflix hatte damals das Abo-Modell gehabt. Ja, aber mit dem underratedsten an. Und das ist für mich BoJack Horseman. Viele kennen die Serie gar nicht oder wollen die auch nicht anfangen. Weil die sieht, ja, nimmt sie halt nicht selber ernst, die Serie. Oder sieht so aus in den Trailer und so. Aber es ist etwas komplett anders. Ihr müsst wirklich die Serie schauen. Am Anfang ist sie lustig. Aber nachher geht es immer einen Berg ab. Es geht hier um BoJack Horseman, wo ja ein B-Promi ist. Oder halt früher in den 70er hat er so eine Serie gehabt, die heisst Horsing Around. Keine Ahnung, wie ich es auf Deutsch übersetzen. Ich weiß es nicht mehr. Und der ist dann halt jetzt und der will jetzt seine Memoiren schreiben, also er lässt sie schreiben von jemandem. Und eigentlich geht es um die Geschichte, es geht mehr so um das Aufwühlen von Erinnerungen. Und das geht es eher so in der Serie. Und das macht es sehr gut. Ich meine, in der Serie lachst du in der Folge und in der anderen Folge bist du flanno, weil das so mitnehmend ist, mitfühlend ist. Und ich das wirklich sehr am Herzen liegt. Also das ist sehr gute Charaktere, sehr tiefe Charaktere, eure Charaktere im Moment, ja, die sind leider oberflächlich, die sind endlich sehr deep. Und ja, das ist eine geile Serie, das ist geil geschrieben. Im Ende bin ich nicht so ganz zufrieden. Aber das könnt ihr dann nachher euch selber entscheiden. Wenn ihr es dann schaut, das ist eine geile Serie. Schaut die Serie, das ist einfach geil. Es ist fesselnd. So, nächste Serie. Genau, Archer. Nicht Bogenschießen. Hier geht es um einen Agenten, einen Superagent, der einen Mütterkomplex hat. Witzigerweise ist aber die Mutter von ihm die Chefin von ihm. Die Chefin von der Agentur. Archer ist so eine Animationsserie, sehr geiler Style, so eine richtig fette Outlines. Ja, ist auch sehr geil gemacht. Ja, geht so Staffel, ich weiß es nicht mehr genau. Staffel 6, 7, 8. Sind sehr kreativ die Macher. Ja, Archer. Wo sehr zynisch ist und sehr selbstverliebt ist. So wie James Bond fast, einfach ein Double. Er hat sehr viel Glück und er ist ein Playboy und halt sehr charmant oder aber nicht charmant eigentlich. Ein bisschen das Gegenteil von James Bond irgendwie. Aber es ist sehr witzig, ist halt animiert. Also in der Pilotfolge sind halt Animationen nicht so geil, aber die besseren Schicht. Die ganze Serie geht eigentlich fast nur um den Mütterkomplex. Und da gibt es einfach Konflikte und die sind eigentlich leidwitzig. Es gibt auch andere Charaktere und die sind neue Agenten und so. Und die tun sich auch in der Serie entwickeln, je nach Staffel. Die werden immer entwickelt, nicht mehr so oberflächlich. Oberflächliche Charaktere von früher sind sehr tief jetzt. Es ist einfach eine geile Serie. Es ist einfach auch die ganzen Running Gags. Ich benutze zur Zeit zum Beispiel immer noch einen. Und das ist Wortwahl.
Er sagt das, wenn etwas eine Zweideutigkeit hat, irgendein Satz eine Zweideutigkeit hat, sagt er eine Wortwahl. Im Englischen ist es Phrasing. Und das benutze ich bis heute. Bis heute noch, weil das kannst du benutzen, oder? Das ist einfach, ich liebe die Serie, die ist so gut gemacht. Es gibt auch zweimal kommt die Schweiz vor in der Serie, das müssen wir noch gerade erwähnen. In Staffel 2, Folge 1. Das ist eine sehr witzige Folge. Und die zweite Folge weiss ich nicht mehr. Schaut die Serie, wenn ihr so James Bond gerne habt und schwarzen Humor. Das passt einfach zusammen und ist einfach geil gemacht. Schaut die Serie. Bitte. So, kommen wir zu Disney Plus. Ja. Aber mal Ansicht Disney Plus. Ich bin schon seit 2 Jahren Abonnent. Ich glaube, es gibt schon seit 2 Jahren. Und ich habe mir es damals geholt, halt, wenn es halt wirklich frisch raus ist in der Schweiz, habe ich es damals geholt, für nur eigentlich Simpsons zu schauen. Dass ich problemlos überall Simpsons kann schauen. Ich bin ein sehr großer Simpsons-Fan, falls ihr es nicht gecheckt habt. Darum habe ich es geholt. Weil da auf bs.to oder auf YouTube, das hat mir einfach abgeschissen. Es sind alle Folgen gegangen. Disney Plus, zack, alle Folgen. Am Anfang war es schlechter, sehr wenig Angebot Disney Plus. Hat halt nur Simpsons, Fluch der Karibik, Disney-Filme, Pixar und Star Wars. Mehr hat es nicht gehabt. Das war sehr unattraktiv und ich habe es fast halt kündigen. Also ich habe das immer pro Jahr, dass ich das im nächsten Jahr halt nicht nehme. Aber der habe ich es gleich noch gelassen. Und der letztes Jahr ist ein Star gekommen. Und Star hat sehr viele Serien drin gebracht. Aber genau die 2 Serien, die ich auch vorstellen wollte, die euch da drin sind. Und Star hat das war wirklich ein Gamechanger gewesen. Was immer noch ein bisschen blöd ist an Disney Plus, ist einfach die Konnektivität. Ich weiß nicht, ey. Wenn ich scheiß Internet habe, aber auf YouTube noch Videos schauen kann, auf Netflix noch Videos schauen kann, warum kann ich nicht auf Disney Plus Videos schauen? Es sind mir da, es ladet 10.000 Jahre. Und wenn etwas ladet und ich drauf drücke, steht da drauf Fehler. Fehler! Alter, komm hier, ey, das fragt mich. Alter, hier. Halt Schnur zu, Alter. Yes, es geht. Kommen wir zu einer Serie, die ich geil finde, die ich auch empfehlen würde. Ich fange wieder mit Live-Action an, oder? Und zwar Solar Opposites. Ich hasse so harte Fahrzeuge, die immer Solar Opposites, das ist von den Machern von Rick and Morty, Dan Harmon und noch ein anderer, ich weiß nicht, wie der heißt. Und ist gleich gezeichnet worden wie halt Rick and Morty, oder? Zum Beispiel die Augen so gekritzelt. Das kann man sagen, die Serie ist wie Rick and Morty LSD genommen hatte. Ja, da kann man es am besten beschreiben, weil der letzten Folge ist so, what the fuck habe ich da angeschaut? Das ist so, was? Was haben die Drehbuchautoren geräugt, Alter? Weil das ist so, weißt du, Rick and Morty ist so deep und nachdenklich und da kannst du so Theorien rausspinnen. Solar Opposites. What the fuck? Das sind aber Aliens, die halt auf der Erde leben und alle leben. Das ist selbstverständlich, dass die Aliens sind und halt da leben, in einem normalen Haushalt. Und ja, das Geilste ist an der Serie, ich will wirklich rausstreichen, es gibt einen geilen Sideplot, wo wirklich einfach, das könnte eine eigene Serie sein. Das könnte wirklich eine eigene Serie sein. Der Sideplot ist einfach, nein, ich muss das wirklich selber schauen. Es geht um eine Dystopie in dem Sideplot, den ich wirklich geil finde. Das ist so gut gemacht worden. Ich habe sie ja nur Folgen schauen, nur wegen dem Sideplot. Und ja, es ist einfach geil. Schaut die Serie, die ist einfach höher witzig und
Und so geil und so verrückt und what the fuck. Zum Beispiel einfach ist nur gegangen um Big Dick Energy. Und das ist die verstörendste Folge für mich gesehen, wo ich am Schluss gedacht habe, what the fuck? Was läuft damit auch ab? Ja, das ist so irgendwie eine geile Serie. Legitim, wenn er Disney Plus hat. Wenn nicht, kann ihr eine andere Seite gehen. Aber ich nehme nicht die Haftung, wenn der Virus da drauf hat oder Malware. Ja, und kommen wir zur letzten Serie, die ich auch vorstellen will. Und das ist The Last Man on Earth. Da gibt es 2 Serien. Eins ist, glaube ich, Why the Last Man on Earth. Und es ist The Last Man on Earth. Und das ist eine Comedy-Serie. Und halt sehr gut gefilmt, oder? Nicht so Soap-Opera-mäßig. Soap, nicht so wie Big Bang Theory oder How I Met Your Mother. Sie war eher, ist einfach nicht gut gefilmt, oder? Eigentlich als Filmer, als Videograf zu Videograf. Das sieht einfach nicht geil aus. Oder? Und dann lässt man Earth ist wirklich geile Cinematografie. Haltet fest. Da geht es um einen Mensch, der den Virus überlebt hat oder halt noch nicht verkommen hat. Und halt der letzte Mensch auf der Erde ist. Er denkt, dass jedenfalls. Die Serie spielt in 2022. Und die Serie ist damals in 2013 erstmals aufgenommen worden. Also ist die Dreharbeit, also 2013 ist die Serie rausgekommen. Das macht Angst! Vor allem jetzt, wenn der Bundesrat alles aufgetan hat, fast. Dass er wieder Last Man on Earth sein, gell? Ja, ist wirklich eine witzige Serie, aber er findet den Menschen schlussendlich und die versuchen dann zusammenzuleben und das ist einfach so geil, was da alles auf einmal passiert. Das ist einfach so plötzlich passiert irgendetwas. Und dann wird es noch witziger. Die Situation wird immer witziger und strupper und komischer halt. Und das ist wirklich sehr gut gemacht, die Serie. Da lachst du einfach einen ab. Ist wirklich sehr gut gemacht. Was einfach Angst macht, ist einfach, dass die spielt in der heutigen Zeit halt. Und nicht, dass das früher halt geschrieben halt. Das ist sehr wahrscheinlich schon früher geschrieben als 2013. Wenn die gewusst hätten, was jetzt passieren würde. Easy. Ja, merci, dass ihr zugelegt habt. Ja, sorry, dass halt im Januar nichts gekommen ist. Wir sind völlig am Planen. Ist im T-Shirt. Merch. Und ja, das kommt ab Ende März raus. Das Infovideo und das Werbevideo. Und im April könnt ihr es dann kaufen. Aber da kommen noch Infos dazu. Ja, merci, dass ihr zugelegt habt. Laufen nicht zu viel. Aber ich sage gleich, Santa kriege ich nicht. Wir kriegen so her die Autos, die vorbeifahren. Und der kennst du so wie die, aber wahrscheinlich 50 gefahren, dann schon 30. Ist 30er Zone? Schlecht, die sind die 30er Zone, aber eine 30er Zone.